Herzlich willkommen zum FC Stammtisch. Das ist den Südkurven-Sound, den wir heute brauchen, logischerweise. Wir haben ja ein bisschen was zu feiern. Der FC hat sein erstes Saisonspiel 3:1 gewonnen. Wir wollen natürlich mit unseren Gästen darüber reden und wir haben natürlich auch einen Augenzeugen, der kann sogar vom Platz berichten. Der hat auf dem Platz gestanden, hat sich einer Welle der anderen entgegengesehen, des VfB Stuttgart, aber sie haben standgehalten da hinten. Unsere neue Innenverteidigung. Einer davon ist hier, unser FC-Spieler heute, Dominik Heinz. Ich wollte das von der Ansage schon so machen, dass wir heute 2 Olympiasieger hier haben. Einen, der es schon geworden ist, und der andere, der es nächstes Jahr noch wird. Da reden wir natürlich gleich drüber. Und dann kannst du bestimmt noch ein paar Tipps holen von unserem nächsten Gast. Der ist zwar auf der einen Seite beinharter FC-Fan, aber er ist natürlich unser Beachvolleyball-Olympiasieger, der olympische Moment 2012. Jonas Reckermann. Dominik, bevor wir über Fußball reden, ich denke, diesen einen kleinen Moment, das ist zwar schon 3 Jahre her, aber ich glaube, das ist was für die Geschichtsbücher gewesen. Hast du das damals im Fernsehen gesehen, als er dann mit seinem Partner Julius Brink gemeinsam das Ding geholt hat? Ja, ich habe das Finale geguckt. Ich gucke gern Beachvolleyball und natürlich dann bei Olympia ist was ganz Besonderes und dann noch natürlich 2 Deutsche im Finale und das haben sie dann wirklich echt gut gemacht, haben zwar noch ein bisschen zittern müssen, aber zum Schluss haben sie es gut gemacht und natürlich für Deutschland und für Sie persönlich Olympiasieger zu werden, ich denke, das ist für die Größten. Sie haben uns bei DM einen Vortrag gemacht über die Momente, wie das ist bei Olympia und ich hatte wirklich Gänsehaut bei dem Moment. Also ich denke, da geht wirklich nicht viel drüber und von daher denke ich, kann er das ganze Leben mitnehmen und das ist auch schön für ihn. Ist ja wunderbar. Kannst du mir gleich noch einiges erzählen vielleicht, wie das dann nächstes Jahr, ein paar Tipps geben, wie man das dann auch spannend gestaltet, wie ihr das ja auch geschafft habt und trotzdem noch dabei zu gewinnen. Apropos gewinnen, der 1. FC Köln gewinnt in Stuttgart 3:1, ist jetzt schon ein paar Tage her. Wir freuen uns trotzdem alle noch wie Bolle. Die Tabelle könnten wir am liebsten einfrieren. Oben so, unten so, also von daher können wir es gerne so lassen. Wollte wissen, was ich meine. Jetzt weiß man ja vorher nie genau, wo man steht. Jetzt habt ihr dieses Spiel gehabt und ich meine, es war ja ein ganz spezielles Spiel. Es ging ja wirklich auf und runter, meistens sehr viel rauf, sehr viel bei euch gewesen. Wie bist du anschließend rausgegangen? Boah, ist das geil und ist das ein irres Tempo oder habe ich mir schwerer vorgestellt? Nee, ich habe mir das wirklich so vorgestellt und fand es auch richtig geil. Ich denke, das wollen doch die Leute sehen, dass es so ein temporeiches Fußballspiel gibt. Ich denke, wir hatten auch unsere Chancen. Ich denke, wenn Matze den in den ersten 5 Minuten reinmacht, den Postenschuss, wenn der reingeht, dann läuft es dann vielleicht noch ganz anderes das Spiel. Und die Stuttgarter spielen das Pressing, was die Leipziger spielen. Das hat der Zorniger Damm hat es da mitgenommen. Und von daher machen das, glaube ich, nur wenige Bundesligamannschaften so ein Vorchecking. Von daher haben wir das als ganze Mannschaft gut verteidigt. Und ich finde auch, dass wir das trotzdem verdient gewonnen haben zum Schluss, weil wir einfach auch unsere Chancen hatten und die dann einfach eiskalt reingemacht haben. Klar hatten die Stuttgarter viele Torschüsse, klar war das manchmal richtig gefährlich, aber ich denke auch viel gegen Nebers Tor oder Timo hat gut gehalten oder wir haben es einfach gut verteidigt und von daher mir sind die 3 Punkte wichtiger wie ein schönes Spiel. Ja. Kann man nicht groß meckern, wer gewinnt, hat sowieso immer recht. Wie war es für dich? Ich meine, so einen Sieg dann mitzunehmen direkt, man sagt ja, Stuttgart, da gewinnen wir sowieso, aber ich glaube, wir haben im Spiel dann hinterher merken können, das war nicht selbstverständlich, da zu gewinnen. Stuttgart war gut. Ja, ich wollte gerade sagen, dass Stuttgart, glaube ich, fährt der FC mal mit sehr, sehr guten Gefühlen hin. Ja, sensationell. Also ich meine, so ein saisonstarker Auswärtssieg. Ich habe heute im Kölner Leitmedium, glaube ich, gelesen, vor 10 Jahren, letztes Mal, auswärts. Mit einem Sieg gestartet. Ich glaube, da sind wir abgestiegen. Ne? Das vermeiden wir dieses Jahr. Was? Das vermeiden wir. Und ist eine super Vorlage. Jetzt 2 Heimspiele. Also das kann natürlich ein richtig, richtig guter Saisonstart werden. Muss man schon wieder aufpassen, dass die Euphorie nicht zu groß wird in Köln. Geht auch mal ganz schnell. Aber das will man mehr. Also perfekt. Auswärtssieg. Schöne 3 Punkte. Wunderbar. Und man hat ja vorher ein bisschen, ich bleibe mal bei dir, weil du bist ja heute auch die Fanstimme hier.
Hast du dir auch ein bisschen Sorgen gemacht? Also bei allem, ihr hört jetzt mal kurz weg, die sind halt noch neu. Also und ich meine, letztendlich ist da hinten einiges ausgefallen. Marot letztes Jahr überragend, Mavrei auch ein guter Backup gewesen und immer da, wenn man ihn brauchte, immer halt nicht mehr da. Ja, hast du da ein bisschen Sorgen gemacht, dass es vielleicht ein bisschen früh ist? In Verteidiger haben wir nur Mist eingekauft. Ne? Also da ist... Nein, überhaupt keine Sorge. Also natürlich haben wir 2 verletzte Innenverteidiger, aber mit Sörensen und Dominik 2 richtig gestandene, 2 junge, aber gestandene Profis geholt. Ich meine, Dominik kommt zur 2. Liga, aber 2, 3 Jahre in Lautern schon? 4 sogar schon in der ersten Mannschaft gespielt. Also 2. Liga ist ja auch nicht irgendwas in Deutschland. Sörensen sogar internationale Erfahrung. Dass das für die 1. Liga okay ist, das habe ich mir schon gedacht und gehofft. Und die bisherigen Spiele zeigen es ja, dass wir da nicht wirklich eine Problemzone haben. Und auch sonst sehr gut verstärkt. Also ich habe mich selten so gut vorbereitet gefühlt als FC-Fan und so wenig Sorgen gehabt vor der Saison. Ich glaube wirklich, dass wir mit dem Abstieg in diesem Jahr nichts zu tun haben werden. Ja, auf der Tabelle sieht es ja ganz gut aus. Dominik, jetzt, noch müssen wir in die Quali, oder? Noch müssen wir in die Quali, ja. Wir haben ja gestern gesehen, wie einfach das ist. Also von daher. Dominik, jetzt hast du natürlich auch deinen eigenen Eindruck von deiner eigenen Leistung, von der ganz persönlichen Leistung. Ich sag mal, warst du 100%ig zufrieden oder hast du gesagt, naja, so ein paar Prozentpunkte kann ich schon noch ein bisschen was feilen? Nee, ich war schon zufrieden mit mir. Ich denke, das war mein erstes Bundesligaspiel von Anfang an mit 22 und das gegen eine starke Stuttgarter Mannschaft, wo eine sehr gute Offensive haben, glaube ich. Da war ich sehr zufrieden mit mir. Aber klar, wir sind beim ersten Spieltag. Ich kann mich aufsteigern und das werde ich auch. So überzeugt bin ich von mir. Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun. Ich habe jetzt auch schon 4 Jahre Zweitliga, habe ich schon über 70 Spiele gemacht. Also ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, auch bei U21 EM jetzt auf internationaler Bühne. Da war das Tempo auch sehr, sehr, sehr schnell und von daher mache ich mir da keine Gedanken. Wir haben eine super Mannschaft, die hat mich super aufgenommen und da kannst du dich einfach nur gut weiterentwickeln. Ich denke, das hat man jetzt auch die letzten Jahre gesehen in Köln, dass sich die jungen Spieler sehr gut weiterentwickelt haben und von daher mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Du hast ja auch angedroht, dass du bei einem Sieg einen ausgeben musst. Grund dafür war natürlich auch, dass du gerade Geburtstag hattest. Also von daher, wie war es denn flüssigmäßig auf der Rückfahrt? Flüssig war das nicht so viel. Ich denke, wir haben jetzt ein wichtiges Spiel am Samstag, aber ich habe heute wirklich einen ausgegeben in der Kabine. Es gab leckeres Essen, wenn ich das auch sagen kann, mal aus der Pfalz, dass die Spieler das mal kennenlernen, was es so in der Pfalz gibt zu essen. Haben es alle überstanden, ja? Sie haben es alle überstanden und ich fand es alle richtig lecker und es hat mich natürlich gefreut. Nee, wie ich schon gesagt habe, unser Teamzusammenhalt ist wirklich sehr gut und klar, man muss jetzt auch ein bisschen die Bremse treten. Es war das erste Spiel, die Saison ist noch frisch, wir haben noch schwere Spiele vor der Brust, aber natürlich freuen wir uns natürlich jetzt auch zweimal vom eigenen Publikum zu spielen und ich denke, es kann wirklich ein sehr guter Start werden. Jetzt haben wir die Situation gehabt, du hast es gerade angesprochen, dass ja mit Sörensen noch ein anderer, auch neuer Innenverteidiger da ist, der auch schon eine gewisse Erfahrung mitbringt. Habt ihr auch mal persönlich miteinander gesprochen, so nach dem Motto, das Spiel gehen wir so und so an oder vertraut ihr da voll auf den Trainer oder schwört man sich da noch mal ein, also nur ihr beide jetzt mal? Ja, klar redet man im Training unter der Woche, man trainiert ja auch zusammen. Aber natürlich sagt man ein paar Sachen, in der Situation kommst du so hinter mich oder vor mich oder dann machen wir das so und so. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir das als Mannschaft gut machen müssen. Also ich glaube, ich und Freddy können das Spiel nicht alleine entscheiden oder auch nicht alleine verteidigen, sondern das fängt vorne bei den Stürmern an und das haben wir gegen Stuttgart trotzdem gut gemacht, obwohl sie auch viele Chancen hatten. Aber so ist die Bundesliga, da ist genug Qualität vorhanden. Das wird nicht das letzte Spiel sein, wo so viel auf uns zukommt. Aber ich denke, die Stuttgarter Abwehrspieler hatten auch viel zu tun und sie haben 3 Stück gekriegt. Wir hätten, denke ich, vielleicht gar keinen gekriegt, wenn wir den Elfmeter nicht bekommen. Von daher hätten wir vielleicht sogar zu 0 gespielt, das erste Spiel. Aber von daher waren wichtig die 3 Punkte. Ein guter Start finde ich immer gut. Das wird, ja, genau. 5 neue Spieler in der Startelf. Ich glaube, es gibt keine andere Bundesliga-Mannschaft, die das also so umgesetzt hat, mit 5 neuen Spielern in der Startelf. Es hat trotzdem schon ganz gut funktioniert. Was hat denn noch nicht so gut funktioniert? Ach, ich glaube, das ist wirklich schwer zu sagen nach 2 Spielen. Also in Stuttgart, klar, ich glaube 29 Torschüsse oder so, hört sich jetzt erstmal viel an. Aber ich glaube, Dominik hat es gerade erwähnt, da war auch nicht jetzt 29 Mal Lichterloh, das waren ja Torschüsse. Gut, wobei 2-mal Pfosten? Einmal Pfosten, einmal Latte. Einmal Pfosten, einmal Latte. Ja, nee, schon klar. Ich wollte nur sagen, das muss nicht immer gefährlich sein, aber Pfosten-Latte ist dann doch relativ gefährlich.
Ja, insgesamt vielleicht weniger, klar, weniger Chancen zulassen. Also 29 Torschüsse auf Dauer geht vielleicht nicht gut, aber es war ja fast ein offener Schlagabtausch. FC hatte auch einige Torschüsse, also es war halt ein sehr offensiv geführtes Spiel von beiden Mannschaften. Und insofern, glaube ich, kann man damit wirklich zufrieden sein. Stuttgart, hat jeder gesagt, könnte auch für eine positive Überraschung sorgen dieses Jahr. Haben sich gut verstärkt, guten Trainer. Nochmal so wie letztes Jahr werden sie keine Saison runterreißen, und insofern kann man da echt zufrieden sein jetzt erstmal und eher die positiven Dinge als Rückenwind mitnehmen, wohl wissend, dass auch in Meppen jetzt nicht alles toll war und auch jetzt gibt es sicherlich Dinge zu verbessern, aber ich glaube, das sollte viel positiven Rückenwind geben. Das ist ja der Rückenwind. Ich meine, spürt man das jetzt im Training? Ist die Brust noch ein bisschen breiter geworden jetzt die letzten Tage nach dem Sieg? Ihr wusstet ja vorher noch nicht so genau, wo er steht, weil Meppen war jetzt vielleicht nicht ganz so der ganz große Gradmesser, was die erste Liga betrifft. Nee, also klar, es ist schon besser, wenn man gewinnt, dann läuft die Woche natürlich ein bisschen besser ab, da hat man auch ein besseres Gefühl. Aber ich denke, wir müssen jetzt echt einfach wieder jetzt weitermachen, von neu anfangen jetzt wieder. Das Ding fängt wieder von 0-0 an am Samstag. Wir müssen einfach wieder so aggressiv spielen wie in Stuttgart. Ich denke, das war sehr gut, dass wir in die Zweikämpfe gegangen sind, haben keinen Ball hergegeben, haben wirklich gekämpft bis zur Torlinie, wo Jonas einmal das Ding auch klärt. Und von daher, so muss das gehen in der Bundesliga und von der mache ich mir da keine Sorgen. Am Samstag Wolfsburg freue ich mich auf den Gegner. Die haben auch wieder eine starke Offensive, aber ich denke, zu Hause in unserem Stadion können wir da Eigenes machen. Ich habe eben schon mal so angesprochen, der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Es ist jetzt erst ein Bundesligaspiel. Du hattest ja mal ein paar Einsatzminuten auch in Kaiserslautern. Also dementsprechend ist die Erfahrung noch nicht sehr groß, aber Zweitligaspiele hast du schon viele gemacht. Wo siehst du die Hauptunterschiede? Ja, vor allem im Tempo und natürlich von den Gegenspielern. Schon schwer ist ja nicht die erste Bundesliga, sondern wäre ja die erste und zweite Liga zusammen, wenn es da keine Unterschiede geben würde. Von daher macht es einfach Spaß, sich mit dem Besten zu messen. Und ich denke, wenn man sich mit dem Besten jede Woche messt oder auch im Training mit der Qualität, ist schon wieder was ganz anderes wie in Kaiserslautern. Und von daher kann man sich da einfach gut weiterentwickeln. Und das Gute ist ja, wir sind noch jung und können noch viel Erfahrung sammeln und können uns weiterentwickeln. Und ich denke, so muss man den Weg gehen. Und das macht, finde ich, Köln die letzten Jahre echt gut. Ja, da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen, Anfang des zweiten Teils, warum du überhaupt nach Köln gewechselt bist, aber das machen wir gleich. Jonas, unsere Offensive ist auf einmal so, ja, ich meine, extrem erfolgreich. 3 Tore bei 9 Torschüssen, sehr effektiv. Also letztes Jahr hat man es ja oft genug vorgeworfen, das wäre unser Achillesferse. Jetzt treffen die Verteidiger nicht bei uns. Ja, ich meine, ein Spiel und wir haben noch keinen getroffen, also das geht natürlich so nicht weiter. Aber jetzt mal im Ernst, diese Offensive, macht dir das Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen mehr wird in diesem Jahr, als nur gegen den Klassenerhalt zu spielen? Jetzt sagt doch schon Europapokal, oder? Steht doch wahrscheinlich da irgendwo. Das steht da, ja, aber ich wollte doch du. Ja, träumen, warum nicht? Als Fan darf man träumen, als Spieler sollte man es vielleicht nicht. Aber ich träume generell davon, irgendwann mal mit dem FC, ich habe mir geschworen, egal was passiert, wenn wir irgendwann mal wieder europäisch spielen, ob es Dnipropetrovsk oder Cork City wird, ich werde dorthin fahren. Und deswegen, Träume ist, glaube ich, erlaubt. Wenn man realistisch ist, muss man sagen, gesichertes Mittelfeld wäre schön. Das wäre schon eine tolle Leistung. Alles Weitere ist sicherlich nicht wahrscheinlich. Aber Träume sind auch nicht immer wahrscheinlich. Träumen darf man schon. Also, warum nicht? Jetzt hat unser neuer Sturmtank, ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll, dieses Tormonster, wie manche sagen, Anthony Modest, der Mann mit dem Schnuller, der hat ja ein schönes Tor gemacht, also erstmal den Elfmeter, ja gut, also es gibt schönere Elfmeter, aber er war drin und hat wunderbar aufgelegt. Ne? Das sind auch so Zeichen, also er hat ja auch im Meppen schon gut gespielt. Hast du ein bisschen das Gefühl, der könnte Uja mehr als nur ersetzen? Ja, das konnte man schon hoffen. Also ich meine, auch in Hoffenheim hat er starke Konkurrenz gehabt, hat deswegen nicht immer gespielt, aber wenn er gespielt hat, hat er auch da seine Tore gemacht. Er hatte da schon eine richtig gute Torquote. Das war schon zu erhoffen und zu erwarten, dass er jetzt hier das Tore-Schießen nicht völlig einstellt. Also ich glaube, wir haben dieses Jahr wirklich gerade in der Offensive auf einmal die Qual der Wahl. Also auch Zoller scheint ja gestärkt zurückzukommen. Osako fand ich letztes Jahr gegen Ende der Saison richtig stark. Ja. Hat jetzt noch nicht mal von Anfang an jeweils spielen dürfen. Finne hat eine tolle Vorbereitung gemacht, ist noch nicht mal nominiert. Also da haben wir wirklich einiges, was wir aufbieten können. Und also gerade offensiv, 1 oder 2 Spitzen spielen, egal, da haben wir ausreichend Leute. Das ist toll, dass man dieses Jahr die Option hat und nicht immer, wie im letzten Jahr, dann doch zu oft von Uja und seinen Toren abhängt. Und ein anderer, der auch getroffen hat, erfreulicherweise, ist Simon Zoller, der ein nicht einfaches erstes Halbjahr in Köln hatte, dann witzigerweise bei euch in Kaiserslautern gespielt hat, als du noch da warst. Hast du jetzt einen Unterschied schon gemerkt zwischen dem FCK Zoller und dem FC Zoller? Ja, finde ich schon. Habe ich ihm auch schon persönlich gesagt.
Wo ich dann gekommen bin nach meinem Urlaub, ich hatte ein bisschen noch Sonderurlaub, weil das Turnier ein bisschen länger ging, habe ich den ganz anderen Zoll auf dem Platz gesehen, wo er auf einmal mit nach hinten gearbeitet hat, wo die Wege gemacht hat, wo er einfach die Spannung hatte. Und ich denke, Zolli ist einfach belohnt worden für seine gute Vorbereitung gestern, also im Spiel am Sonntag. Und von daher habe ich mich einfach gefreut, dass er auch getroffen hat. Und ich denke, die Kölner Fans, die merken das mittlerweile auch, dass Zolli sich ein bisschen geändert hat. Und ich denke, kann man ihm schon noch eine zweite Chance geben, weil Zolli ist echt ein guter Typ. Und ich glaube, das hat er nicht so gemeint oder ist nicht so gut gelaufen für ihn das erste Halbjahr. Das hat er sich auch anders vorgestellt. Aber ich denke, aus Fehlern lernt man vielleicht, oder es war nicht mal sein Fehler. Das ist einfach so im Fußball. Aber ich sage dann, aus Fehlern lernt man und er ist auch noch jung und entwickelt sich weiter. Und von daher ist es doch ein gutes Zeichen, dass es jetzt in die richtige Richtung geht. Okay, sehen wir gerne. Wir nehmen das jetzt einfach mal mit in die Pause, die wir jetzt machen und anschließend natürlich wiederkommen und dann reden wir weiter über den 1. FC Köln mit Dominik Heinz und Jonas Reckermann. Bis gleich.